Die sind ja doppelt gefickt. Wieso soll man freiwillig nach Büsingen ziehen? Freunde, herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich sitze zu Hause, heute gibt es mal wieder eine Offline-Reaction, wie man unschwer erkennen kann. Anscheinend gibt es in der Schweiz ein Dorf, das nicht zur Schweiz gehört, sondern nach Deutschland. Ich wusste das nicht. Es gibt ein Video auf YouTube mit dem Titel Das deutsche Dorf, das in der Schweiz liegt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das deutsche Dorf, das in der Schweiz liegt. Abfahrt. Büsingen am Hochrhein in Baden-Württemberg. Eigentlich eine ganz normale deutsche Gemeinde mit allem, was man von einer deutschen Gemeinde so Okay, sieht bis jetzt deutsch aus? erwartet. Es gibt eine Kirche, einen Rathaus, Es gibt eine Kirche. Das muss ein deutsches Dorf sein. Das kann kein Schweizer Dorf sein. Es hat eine Kirche. Platz mit einem Kunstwerk davor, eine deutsche Sparkasse, eine deutsche Postfiliale und so weiter. Doch irgendetwas ist anders hier in Büsingen. Denn neben all diesem deutschen Zeug Doch irgendetwas ist anders hier in Büsingen. gibt es auch eine Schweizer Telefonzelle. Digga, in der Schweiz gibt's gar keine Telefonzellen mehr. Und ich glaube, diese funktioniert nicht mehr. Schweizer Postleitzahl, Schweizer Zeitungen und ein Das Knusti Ruhebänkli. Ruhrbänkli. Was bitte soll das sein? Der Grund für diese ungewöhnlichen Schweizer Akzente So ein Ehrenmann, Digga. der deutschen Gemeinde ist relativ Ja, und ich muss auch sagen, guck mal die Straße, wie clean diese Straße ist. Digga, das kann nicht in Deutschland sein. schnell erklärt. Denn Büsingen ist tatsächlich die einzige deutsche Ortschaft, die sich gar nicht in Deutschland befindet, sondern in der Schweiz. Büsingen ist eine sogenannte Exklave und komplett umgeben von Schweizer Hoheitsgebiet. Wichtig und richtig. Man kommt nicht in das Dorf rein, ohne durch die Schweiz zu fahren. Man kommt auch nicht wieder raus, ohne durch die Schweiz zu fahren. Und auch in der Gemeinde selbst ist die Schweiz omnipräsent, obwohl das Dorf eigentlich zu Deutschland gehört. Oh mein Gott, Digga. Imagine, du wohnst in Büsingen und nicht in der Schweiz und literally 50 Meter neben dir bezahlst du die Hälfte der Steuern. Aber du wohnst in Büsingen und musst einen deutschen, du wohnst in Büsingen und musst einen deutschen, du wohnst in Büsingen und musst einen deutschen, du wohnst in Büsingen und musst einen deutschen Steuersatz bezahlen. Das wollte ich sagen, Digga. Pain. Ich bin in der schönen Schweiz. Ja. Und zwar nur, um in wenigen Minuten wieder aus der Schweiz herauszufahren. Klingt komisch, ist aber so. So, und wenn ich jetzt noch 3 Meter weiter gehe, dann bin ich tatsächlich wieder in Deutschland. Passt auf, ich zeig's euch. Hier stehen wir mitten auf der Straße. Schaut mal hier. Hier haben wir deutsche Fahrbahnmarkierung. What the fuck? Digga, das ist aber krass. Das ändert halt einfach literally auf der Straße, Digga. Das ist so dumm. Hätten die nicht einfach so sagen können, ja komm, mach einfach die Schweizer Linien, Digga. Hier haben wir Schweizer Fahrbahnmarkierung. Ich predict mal rein, dass dieses Dorf ein riesiger bürokratischer Aufwand ist. Einfach weil das irgendwie deutsches Recht hat und dann, ja, aber das muss aber so sein, wir können das nicht mit der Schweiz vereinbaren. Und hier haben wir direkt zwei so, ja, wie nennt man das? Grenzpöller. Ich nenne alles Pöller, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Einmal den schweizerischen Grenzpfosten, Kanton Schaffhausen. Ja, und nur ein paar Meter weiter finden wir dann hier den Schwarz-Rot-Gold. Digga, guckt euch den Schweizer an und der Schweizer so richtig verziert und die Deutsche so, ja komm, wir packen hier einen Stock hin, Digga. Weltmeister 2014, Stock. Das Kuriose an der ganzen Geschichte, ich stehe jetzt hier auf deutschem Hoheitsgebiet, obwohl ich eigentlich immer noch in der Schweiz stehe. Darf man das so sagen? Ist das die korrekte Formulierung? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal lieber schnell wieder in die Schweiz, dann mache ich auch nichts falsch. So, jetzt bin ich wieder in der Schweiz. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal rein ins Dorf Büsingen und machen mal so eine kleine Sightseeing-Tour. Hat schon mal irgendjemand Sightseeing in Büsingen gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht sind wir die Ersten, aber wir schauen einfach mal, was wir da so entdecken. Ja, die erste Kuriosität begegnet uns direkt am Ortseingang, denn da Erstmal eine Schweizer Flagge, Digga. begrüßt uns zunächst einmal die schweizerische Flagge. Wichtig und richtig. Denkt ihr, Chat, dass die in diesem Dorf Schweizerdeutsch reden oder Hochdeutsch? Ich sag, dass die safe Schweizerdeutsch reden dort, nicht Hochdeutsch. Und erst dahinter dann die deutsche.
Ist das schon ein Statement? Ich weiß es nicht. So zieht sich das dann übrigens auch durch den ganzen Ort durch. Also die Doppelbeflaggung ist hier an allen Ecken und Enden zu sehen. Manchmal gibt es sogar Gemälde, wie hier auf der Rathauswand. Da ist dann die deutsche Flagge allerdings bedeutend größer als die schweizerische. Interessant ist auch, dass die Büsinger ein eigenes Autokennzeichen haben. Büs, das aber natürlich ein deutsches Kennzeichen ist. Wow. Und auch das Design der Bushaltestellenschilder ist interessant. Die sind nämlich mit so einem Rohrbogen oben verziert. So sehen viele Schweizer Bushaltestellen aus. Ja, ist so Schweiz-Type-Beat. Aber es ist eben auch das deutsche Haltestellensymbol drauf zu sehen. Ja, weil die waren so, wir müssen da ein Schild hinpacken, wir müssen zu einem Schweizer Händler, aber wir müssen das deutsche Schild dann draufpacken. Nach meinen Beobachtungen gibt es das in den umliegenden Schweizer Dörfern so nicht. Ja, am Rathaus finden wir dann auch ein paar Informationen zu diesem Sonderstatus Büsingens für Touristen. Direkt daneben finden wir auch die bereits erwähnten Telefonzellen, die heute allerdings praktisch nicht mehr existent sind. Die schweizerische Telefonzelle wurde komplett ausgeräumt. Von der deutschen ist nur noch so eine SOS-Säule zu sehen, aber früher... Ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben, ich bin 23 Jahre alt, ich habe in meinem ganzen Leben nie in einer Telefonkabine telefoniert. Hat jetzt keinen interessiert, aber scheiß drauf. Tatsächlich 2 Telefonzellen, eine deutsche und eine schweizerische. Und ebenfalls am Rathausplatz finden wir die Deutsche Postfiliale mit den eben schon erwähnten 2 Postleitzahlen dieses Ortes, einer deutschen und einer schweizerischen. Was gibt es sonst noch zu Büsingen zu sagen? Die schönste Sehenswürdigkeit ist vermutlich der Rhein. Wunderschön idyllisch, da kann man mit dem Boot drüber schippern und an einigen Stellen sogar baden. Ansonsten ist der Ort einigermaßen unspektakulär. Es gibt ein paar sehr alte historische Fachwerkhäuser. Manche von denen vergammeln auch so ein bisschen. Okay, Rhein ist geil, fühle ich. Wahrscheinlich ist der Rhein dort auch viel schöner als in Köln. Allgemein so der Rhein, der entspringt an den Schweizer Alpen, dann durch das Rheintal, Schaffhausen, Basel, Digga, dort ist der Rhein. Und auch so in Süddeutschland, glaube ich, ist der Rhein noch alt, aber so, Bro, in Köln, Digga. Also der Rhein ist halt in Köln viel größer, viel breiter. Und man kann halt nicht baden, und Digga. Was bringt ein Rhein, wenn man nicht baden kann? Sehr geil. Das sieht sehr, sehr geil aus. Digga, hier drüben einfach sitzen und auf ganz entspannt eine Pfeife rauchen, Digga, da sehe ich mich. Ja, jetzt haben wir eine kleine Sightseeing-Tour durch Büsingen gemacht und haben ein paar Kuriositäten am Straßenrand entdeckt. Aber abseits von diesen Dingen, die man schon hier im Ortsbild sieht, gibt es noch ein paar andere Phänomene, die diesen Ort umgeben, die man nicht direkt sieht, die aber eine ziemlich große Rolle spielen. Fangen wir mal mit der Polizei an. Hier in Büsingen gelten nämlich, obwohl es eigentlich deutsches Gebiet ist, zum Teil auch schweizerische Gesetze. Wichtig und richtig. Das macht das Leben natürlich sehr, sehr viel besser. Zum Beispiel beim Zoll, bei der Landwirtschaft und Es hat ja gar keinen Zoll, ne? beim Gastgewerbe. Dementsprechend darf auch die Polizei aus der Schweiz in Büsingen Verhaftungen vornehmen und die Festgenommenen in die Schweiz bringen. Allerdings ist die Zahl der Schweizer Ach so, das heißt, ein Deutscher, der in der Schweiz ist, kann jetzt nicht nach Büsingen fliehen. Wenn er so denkt, ich kann nach Büsingen fliehen, ohne über den richtigen Zoll zu gehen, dann funktioniert das nicht. Ordnungshüter begrenzt. Mehr als 10 von ihnen dürfen sich nicht in Büsingen aufhalten. Die deutsche Polizei hingegen hat auf schweizerischem Gebiet keine Befugnisse und darf sich Wir bei euch schon, aber ihr bei uns? Nee, Digga. uniformiert nur auf klar definierten Routen zur Exklave hinbewegen. Eine ganz wichtige Besonderheit ist natürlich auch dieses Ding hier, also nicht mein privates Portemonnaie, sondern die Geldbörse an sich. Denn was hat man da als Büsinger eigentlich drin? Euros? Oder Schweizer Franken? Safe Schweizer Franken. Oder Wahrscheinlich ist es wie in Liechtenstein, ne? beides? Tatsächlich ist Büsingen die einzige deutsche Gemeinde, in der Regel mit Schweizer Franken bezahlt wird. Zeitweise akzeptierten einzelne Unternehmen, wie etwa die Büsinger Postfiliale, einzig und allein diese Währung und nicht etwa die D-Mark oder den Euro. Und selbst die Gemeindeverwaltung berechnet die Müllgebühren in Franken. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass die meisten Büsinger ihren Lebensunterhalt auch in der Schweiz verdienen und dementsprechend in Franken bezahlt Und dementsprechend viel Cash haben, yo. werden und wahrscheinlich auch damit, dass sich die meisten Büsinger eher der Schweiz zugeneigt fühlen als Deutschland, Außer bei den Steuern. Die bezahlen wie in Deutschland. Oh mein Gott. wenn sie offiziell in Deutschland leben. Ihr denkt, ihr so ein Büsinger sagt, ich lebe in der Schweiz oder in Deutschland? Ich glaube, die sagen actually so, ich lebe in der Schweiz. Die wollen das gar nicht erklären. Die haben das schon 10.000 Mal erklärt. Die sagen einfach nur noch Schweiz.
Ist Schweiz, Digga. Halt dein Maul, es ist Schweiz. Zeitweise lag Büsingen sogar mal in einer völlig anderen Zeitzone als der Rest von Deutschland. Genauer gesagt im Jahr 1980. Da hat nämlich Deutschland die Sommerzeit wieder eingeführt. Die Schweiz allerdings zog erst ein Jahr später nach. Und weil sich Büsingen an der Schweizer Gesetzgebung orientierte, herrschte hier zeitweise eine völlig andere Uhrzeit als in allen anderen deutschen Städten. Sieht aber schon schön aus, Digga. Sieht so idyllisch aus. Jetzt haben wir viel gelernt über die Besonderheiten dieses Örtchens Büsingen. Aber wie genau machen sich diese Besonderheiten denn im Alltag der Bürgerinnen und Bürger bemerkbar? Und welche Probleme bringen diese Besonderheiten mit sich? Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder mal Nachrichten über Büsingen und seinen kuriosen Sonderstatus, beispielsweise im Jahr 2015. Damals wurde berichtet, dass der Videodienst Skype seine Dienste nicht in Büsingen anbietet. Microsoft begründete das damals mit dem komplizierten Steuerrecht des Ortes. Oh mein Gott. Ey, Digga, wenn du TikTok in Büsingen machst, dann bekommst du Geld von TikTok. Wenn du aber TikTok daneben in der Schweiz machst, dann bekommst du kein Geld von TikTok. Das ist... Das ist sehr fucked up. Wenn du in Büsingen wohnst, hast du Amazon. Wenn du neben Büsingen wohnst, hast du kein Amazon. Ich muss nach Büsingen ziehen. Es ist einfach so. Dementsprechend sind die Lebensunterhaltungskosten hier deutlich teurer. Um mal ein Beispiel zu nennen, wer hier in ein Restaurant geht. Okay, einerseits sind die Lebensunterhaltungskosten teurer, andererseits zahlen aber die Büsinger auch die deutsche Steuer, die auch teurer ist. Bezahlt Schweizer Preise und die sind bekanntlich ziemlich happig. Gleichzeitig allerdings unterliegen die Büsinger der deutschen Einkommenssteuer. Oh mein Gott, Digga. Die sind ja doppelt gefickt. Wieso soll man freiwillig nach Büsingen ziehen, Digga? Imagine, du bezahlst Schweizer Preise, aber die deutsche Steuer, Digga. Das ist crazy. Genau aus diesem Grund sind in der Vergangenheit auch viele Einwohner des Ortes früher oder später in die Schweiz gezogen. in die Schweiz aus. Digga, wenn ich nach Büsingen ziehe, dann muss ich nicht mehr den Zivildienst machen. Da bin ich ja in Deutschland, dann muss ich den Zivildienst nicht mehr absolvieren. Das ist extrem intelligent. Es hat sich finanziell einfach nicht gelohnt, hier zu leben. Spannende Geschichte, oder? Ja, aber eine Sache, die haben wir ja immer noch nicht geklärt. Und zwar, warum ist das eigentlich alles so? Also warum liegt dieser deutsche Ort in der Schweiz, aber auch irgendwie nicht wirklich in der Schweiz? Und egal, um das herauszufinden, müssen wir einmal ganz weit zurück in die Geschichte. Genauer gesagt ins Jahr 1728. Zu diesem Zeitpunkt war Büsingen nämlich weder schweizerisch noch deutsch, sondern österreichisch. Ja, es wird immer wilder. Österreich besaß seinerzeit mehrere kleine Dörfer in der Region. Einfach so eingekauft. Ja, die gehören uns. Eines davon war Büsingen. Die Schweiz versuchte während des 18. Jahrhunderts immer wieder mit Verhandlungen Büsingen in die Schweiz bzw. in die Nachbargemeinde Schaffhausen einzugliedern. Österreich allerdings blieb stur. Daran änderte sich auch nichts, als das Land mehrere kleine Dörfer in der Gegend an das eidgenössische Zürich verkaufte. Büsingen sollte, Zitat, Zürich hat sich einfach das Land eingekauft. Wir haben Geld. Boah, Digga, aber Zürich ist eine sehr, sehr geile Stadt. So teuer, aber sehr, sehr geile Stadt. zum ewigen Ärgernis Schaffhausens österreichisch bleiben. Der heutige Status Büsingens geht also auf einen jahrhundertealten Konflikt zurück. Im 19. Jahrhundert wurde Büsingen dann im Rahmen des Pressburger Friedens dem Königreich Württemberg zugeschlagen. 5 Jahre später kam es dann zum Großherzogtum Baden. Wozu Büsingen in all dieser Zeit aber niemals gehörte, war, richtig, die Schweiz. Tja, und an diesem Sonderstatus hat sich bis heute auch nichts geändert. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht dumm und gar nicht kompliziert, dass Deutschland nicht einfach sagt, Bro, nimm diese 10 Einwohner, die sind uns extrem wichtig und es ist auch gar kein Mehraufwand mit Steuern, Schweizer Gesetz, Polizei, das zu regeln. Nee, wir wollen das behalten. Büsingen ist uns wichtig. Büsingen verhilft uns zum WM-Sieg 2022. Digga, wenn man in Büsingen wohnt, ist man Fan von der Schweizer Nationalmannschaft oder von der Deutschen? Ich glaube, actually, als Büsinger fühlst du dich wie ein Schweizer. Ich glaube nicht, dass du denkst so, yo, ich bin Deutscher, ich brauche eine Bratwurst. In den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder Versuche gab, Büsingen in die Schweiz einzugliedern, die allerdings allesamt scheiterten. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 veranstalteten die Büsinger ein Referendum im Ort. 96% stimmten seinerzeit für die Eingliederung des Ortes in die Schweiz. 96%, Digga. Und Deutschland haben gesagt, nee, Digga, wir brauchen euch. Trotzdem wurde daraus nichts, weil die Schweiz kein adäquates Gebiet zum Tausch anbieten konnte. Ein paar Jahre später, Digga, das ist ein bisschen Land.
Es spielt doch keine Rolle für Deutschland, oder? 1924 versuchten es die Büsinger dann mit der radikalen Methode. Man werde vor keinem Gewaltmittel zurückschrecken, hieß es damals. Wow. Das badische Staatsministerium reagierte Das badische Staatsministerium hat gesagt, nö. Und die Büsinger, okay. mit Konsequenzen. Mehrere weitere moderate Proteste scheiterten. Irgendwann wurden die Wünsche der Büsinger vom Staatsministerium nicht einmal mehr beantwortet. Auch der Zweite Weltkrieg änderte nichts am Status Büsingens. Nach dem Krieg wurde der Ort von französischen Truppen besetzt, die auch einen neuen Bürgermeister stellten. Dieser hatte zwar Bestrebungen, Büsingen in die Schweiz einzugliedern, wurde dann allerdings nach nur 2 Monaten wieder abgesetzt. Und im Jahre 1955 wurde schließlich der letzte Versuch dieser Art unternommen. Damals allerdings stellte sich der Landkreis Konstanz quer. Dieser forderte einen Landkorridor von Büsingen nach Deutschland, was die schweizerische Gemeinde Dörflingen in 2 Teile zerschnitten hätte. Das wiederum wurde von schweizerischer Seite als Provokation empfunden und die Pläne wurden ein weiteres Mal auf Eis gelegt und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Tja, und das ist letztendlich der Grund, warum Büsingen heute das einzige deutsche Dorf ist, was eigentlich in der Schweiz liegt. Crazy Story. Grüße gehen raus an alle Leute von Büsingen, Digga. Falls irgendjemand zuschaut, Grüße gehen raus, könnt ihr mich verstehen auf Hochdeutsch. Ja, sehr, sehr funny Dorf. Ich verstehe es nicht ganz, wieso das nicht einfach in die Schweiz geht. Es wäre viel einfacher für alle Beteiligten. Ist aber anscheinend so. Eines Tages werden die sich finden. Hoffe ich. Lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal auf keinen Fall. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im Stream auf Twitch. Bis dann. Ciao, ciao. My heart went